Ich bin vor kurzem 31 geworden. Ich habe schon mit wenig Euphorie gerechnet, aber vielen Dank, Leute. Okay, ja. Super, klasse. Ja. Aber ich komme ganz gut damit klar, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe aber letztens einen Typen getroffen, der kommt damit irgendwie nicht so ganz gut klar, habe ich gemerkt. Weil der hat gesagt, ja, ich bin so Ende 20, Anfang 30. Also, Bro, so funktioniert das nicht. Also, wenn du 31 bist, bist du nicht Ende 20. Nein, du bist auch mit 22 nicht Ende 10 und mit 11 nicht Ende 0. Also, steh doch einfach dazu. Ist völlig in Ordnung. No problem. Komisch, ja, ich werde älter, ihr merkt's. Aber ich habe früher gedacht, man ist erst dann alt, wenn man sein eigenes Geburtsjahr Baujahr nennt. Oder wenn so, man merkt, wer hier Baujahre sind und wer nicht. Aber, oder wenn so Sätze aus einem rauskommen wie, zu dem Thema gibt es aber eine ganz tolle Reportage vom Bayerischen Rundfunk. So. No, ich werde nie wieder hier eingeladen. Sehr schön. Aber danke, Leute, perfekte Stelle für einen Zwischenapplaus. Sehr gut, ja. Aber vielleicht stimmt auch das nicht. Ich meine, ich bin 31, keine Ahnung, was Jugendliche sagen. Vielleicht gibt es total viele 16-Jährige, die sagen, Servus, ich bin der Malte, ich bin Baujahr 2007. Helmut, machst du mal einen Hafer-Cappuccino, danke. So. Helmut wäre in dem Szenario der andere 16-Jährige. Ja, keine Ahnung. Ich meine, also es schreitet halt voran. Ich kann mich nicht wehren. Es passiert halt einfach. Ich habe eigentlich aber auch nur eine Angst vorm Älterwerden. Und zwar, dass ich auf einmal anfange, so komische Redewendungen zu benutzen wie, ach du heiliger Strohsack. Da graust mir wirklich vor, mein lieber Scholli, ey. Also, weil ich merke das schon gar nicht mehr. Ich krieg das gar nicht mehr mit. Bin letztens mal die Treppe an der U-Bahn runter. Mir kam so ein Typ entgegen, der hat so auf seinem Handy rumgedattelt. Und dann ist ihm so aus der Hand gerutscht. So, wow. Der hat es gerade so gefangen, ja. Und ich fand es total beeindruckend. Und ich stand nur so einen Meter vor ihm und habe gesagt, Bravo! Also, hab ich das gerade gesagt? Ich bin zu jung, um Bravo zu sagen. Das ist nicht okay. Bravo ist so kurz vor Sportsfreund. Das ist gefährliches Terrain. Ich habe sofort Fieber gemessen. Ja. Das Thermometer hat gesagt, die Jugend ist vorbei. Ja. Keine Ahnung, also das stimmt so, weil ich merke so, ich werde älter an manchen Sachen so, die ich halt früher an mir so, die ich jetzt an mir beobachte, die früher halt irgendwie nicht so waren. Zum Beispiel, ich höre modernen, ganz neuen deutschen Hip-Hop und finde den größten Teil davon irgendwie komisch. Und ich höre sehr viel Hip-Hop eigentlich so. Und da habe ich mich gefragt, warum denn? Warum verstehe ich das nicht mehr? Warum ist das nichts mehr für mich? Ich bin doch noch an der Jugend dran. Und dann habe ich gemerkt, sobald man denkt, man sei noch an der Jugend dran, ist man definitiv nicht mehr an der Jugend dran. Ab da ist es cringe, wenn man das Wort cringe benutzt. Und ich merke halt so richtig, also ich krieg's auch immer wieder in so Alltagssituationen so in your face gezeigt. Ich war letztens in der Apotheke und habe zum ersten Mal in meinem Leben als kostenloses Geschenk keine Taschentücher bekommen, sondern Tabletten mit wichtigen Mikronährstoffen für die Haare. Und ich war nur so, ey, das war gemein. Oder, und fand ich wirklich drastisch, ich habe mich vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben selbst wachgeschnarcht. Das ist eine komische Situation. Du schläfst so, liegst da und auf einmal so, wow, fuck, was war das? Bricht hier gerade jemand ein? So, meine Freundin geweckt, Schatz, also ich sag nicht Schatz, aber Schatz, hey, warst du das? Und nein, war nicht sie, war ich. Das habe ich dann festgestellt und es war total krass, weil ich war perplex, weil ich mir dachte so, krass, ich habe halt irgendwann mal aufgeschnappt, so, dass Hunde sich selbst wach furzen. Und seither habe ich wirklich Angst, dass das so die nächste Stufe ist. Also keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe wirklich Angst davor. Und ich habe das auch meiner Freundin erzählt und sie meinte nur so, da hast du also Angst davor, ja? Dass du mal dich wach furzt. Ja, das wäre schlimm, das wäre ganz, ganz schlimm. Ja. Keine Ahnung, was sie meint. Naja, aber ich finde eine Sache total geil am Älterwerden und zwar, es wird mir einfach immer viel unwichtiger, cool zu sein. Das ist wahnsinnig befreiend. Ich liebe es. Ich habe mir vor kurzem eine lange Unterhose gekauft. Ich erzähle das auch öffentlich auf einer Bühne in 100 Kameras, mir scheißegal, es ist so geil. I love it. Richtig, richtig geil. So, I love it. Ich wusste auch einfach vor 30 nicht, dass Oberschenkel kalt werden können.
Es war eine neue Info für mich, hat mir niemand mitgeteilt. So. Und seither, immer wenn ich weiß, ich sitze irgendwo länger als 3 Stunden, dann nehme ich mir so eine kleine Decke mit. Die lege ich mir dann so drüber und das ist ganz kuschelig und warm. Und ich bin mittlerweile ein Typ, ich stopfe mir so im Winter öfter mal so das T-Shirt so in die Hose rein. Einfach weil es dann so, okay, wow. Oh, Nürnberg. Sehr schön, immer. Also eine Person habe ich richtig abgeholt heute Abend. Mega, ein Follower mehr. Jedenfalls, ich sehe dann, ich hoffe aus den richtigen Gründen. Okay, ich stopfe die halt so rein, weil das ist ein bisschen wärmer und ich sehe dabei dann halt immer aus wie so ein Typ, der so ein bisschen zu viel Meinung zu Anhängerkupplungen hat, finde ich. Das ist ganz, ganz schlimm. Oder früher, da war ich auch so, da fand ich irgendwie so als Teenie so vorgewärmte Plätze in der U-Bahn oder so oder im Bus total eklig aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Mittlerweile suche ich die aktiv. So, wow, da saß jemand Großes. Mega. Oh, ist das schön warm. I love it. Auch das ist mir nicht mehr peinlich. Das ist mir völlig egal. Oder ich bin jetzt auch ein Mensch, ich ziehe mir den Fahrradhelm schon im Hausflur an. Ich sehe dann dabei zwar aus wie ein Depp sei Spion, aber wie man in Bayern sagt, aber es ist geil, spart Zeit. Außerdem passieren die meisten Unfälle im Haushalt. Aber nicht mir. Oder keine Ahnung, wenn mir mittlerweile so aus Versehen vor anderen Leuten so ein Furz entfleucht, ja, dann schaue ich nicht mehr beschämt weg. Nee, ich baue intensiven Augenkontakt auf und halte den so lange, bis die andere Person in Frage stellt, ob sie das gerade wirklich gehört hat. Nee, Spaß. Ich fächer ihn so rüber. Aber, und ich habe auch keine Angst mehr, was zu verpassen, weil man verpasst alles. Man kann nicht alles erleben, es geht gar nicht. Nicht mehr so, oh nein, ich habe noch nie in Paraguay beim Bungee-Jumping selbstgemachtes Sushi vom Rücken eines Okapis gegessen. Nee, das habe ich ja schon in Singapur gemacht. So, oder keine Ahnung, wenn man so feiern geht, nicht mehr bis um 5 Uhr morgens irgendwie dumm im Eck rumstehen, im Club oder in der Bar, obwohl man schon um 1:30 keinen Bock mehr hatte. Nee, einfach nach Hause gehen. Oder gar nicht erst hingehen. Endlich unironisch Spieleabende machen. So geil. Richtig geil. Weißt du, zieh du ruhig Kokain, ich zieh eine Ereigniskarte. So. Und da habe ich mich auch so gefragt, danke, ein Brettspiel-Fan in der ersten Reihe. Sehr schön. Ach, ihr seid super. Ja. Und da habe ich mich so gefragt, was bedeutet cool sein eigentlich? Ganz komisches Konzept eigentlich. Wer kam denn damit um die Ecke? Da habe ich mich gefragt, was heißt es eigentlich so? Und dem Wortsinn nach bedeutet cool sein eigentlich gelassen, sorglos, unbekümmert. Dass einem halt nicht so wichtig ist, was Leute von dir denken. Da habe ich festgestellt, es gibt eine Gruppe Menschen, die sind wirklich cool. Die geben keinen Fick. Denen ist alles egal. Und das sind Eltern, die Dad-Jokes machen und Sprüche klopfen. Denen ist alles egal. Die machen Witze wie der Lieblingsalkohol von Tauben, Wodka Gorbatschow. Und das ist denen scheißegal, ob du das lustig findest. Weil sie finden es lustig. Und das reicht denen völlig. Die sind eins mit sich. Ja, I love it. So, ich glaube auch irgendwann mit 45, 50 kriegt man mal so ein Sprüche-Coaching von der IHK. Und da lernt man dann so Zeug wie Packmaus, bevor es uns packt. Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen. Oder auch so einen schönen Satz, wie wir vorher noch nie gehört. Fahren wir oder gehen wir oder lassen wir im Gehen einen fahren? Und was ist das denn? Also, wenn du in der Lage bist, diesen Satz auszusprechen und dir danach noch in die Augen schauen kannst, das ist wirklich cool. Richtig cool, mein lieber Herr Gesangsverein. Also, was ich euch damit sagen will, ist so, zu eurer vermeintlichen Uncoolness zu stehen, ist das Coolste, was ihr tun könnt. Ja. Ich finde auch, die falschen Sachen sind so klassisch cool. So saufen, rauchen, keinen Fahrradhelm tragen. So, alles total cool, alles toll in Kombi mit einer Lederjacke, alles schlecht für den Kopf. Aber das Ding ist so, ich bin halt pro Fahrradhelm, wie ihr schon gehört habt, weil egal wie scheiße es aussieht, ich bin halt lieber unsexy als tot. Nicht, dass du heißt, schau mal da, neben dem Fahrrad, eine richtig gut aussehende Leiche. Die wäre jetzt voll verschandelt, wenn die einen Helm auf hätte, ja. Oder Alkohol, ja, also sauft alle gerne, macht was ihr wollt, aber ich denke mir so, Alkohol ist die einzige Droge, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Leute sind total perplex, wenn du nicht mittrinkst. Das ist so, wie jetzt? Wie du trinkst nichts? Warum? Bist du schwanger? Warum? Was ist los? Warum trinkst du? Was? Nicht mal Bier? Und nicht mal Bier ist geil, weil nicht mal Bier ist wie so Omas, die sagen, du isst kein Fleisch. Und Hühnchen? Weil für Omas ist Hühnchen einfach nur Gemüse, das vorher mal rumgelaufen ist. So. Passiert ja auch bei keiner anderen Droge, dass es so überzeugt werden muss. So. Kein Kiffer sagt,
Alter, du bist so unentspannt. Kiff doch mal jetzt, komm schon, nur ein Zug. Was? Nicht mal CBD? Nee, Kiffer sagen, willst du was? Nee, okay. Ende der Unterhaltung. Maximal vielleicht, du sag mal, isst du das da noch? Kein Heroin-Junkie sagt, jetzt spritzt dir doch bitte auch mal was. Komm schon, wenn du jetzt nicht auch was spritzt, dann macht mir meine Droge viel weniger Spaß. Ja, ich weiß, to be fair. Der Witz, der hat bisher am besten funktioniert in Frankfurt am Main, so klischeehaft. Also, ich habe ihn noch nicht aufgegeben, aber ich dachte, vielleicht Nürnberg, wer weiß. Und da heißt es, ja, aber das ist ja, du musst ja auch differenzieren, weil das eine, das ist ja ein Genussmittel und das andere ist ja ein Rauschmittel. Ich so, ja, klar, natürlich. Hast recht, weil Alkoholiker sehen für mich auch immer mega nach Genuss aus. Also wenn jemand mit 3 Promille irgendwie da hängt, Kopf auf dem Tresen und bei jedem Rülpser Angst hat, dass gleich Land mitkommt, dann denke ich mir immer, Mensch, der genießt es ja richtig. Lasst dir schmecken, Alter. Leute, ihr wart richtig geil, vielen Dank. Mein Name ist Max Oswald. Hat sehr viel Spaß gemacht. Macht Lärm für die Samstagscrasher. Ciao.